Der Sonderzug der Königin Elisabeth und ihren Gemahl Prinz Philipp Herzog von Edinburgh in die bayerische Landeshauptstadt bringt, trifft um 10 Uhr nach dem Protokoll auf die Minute genau im Münchner Hauptbahnhof ein. Die königlichen Gäste werden vom Ministerpräsident Alfons Goppel und seiner Frau willkommen geheißen. Da sieht man, wie jung die Königin damals war. Sie ist übrigens mein Jahrgang. 39 Jahre alt war der damalige Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel, als die Queen am 21. Mai 1965 kam und die Münchner begeisterte. Galt ihr Besuch doch als Geste der Versöhnung 20 Jahre nach dem Krieg. Dass eine englische Königin mit ihrem Prinzgemahl zusammen München, die ehemalige Hauptstadt der Bewegung, besucht, das war schon eindrucksvoll. Sie war ja auch das erste englische Staatsoberhaupt der Geschichte, das nach München kam. Der Besuch hatte wegen der Ressentiments der britischen Regierung gegenüber Deutschland Jahre auf sich warten lassen. Umso feierlicher nun die Münchner Stadtväter. Da sitzen sie Eure alle. Ja. Majestät, Königliche Hoheit, Kennst du Exzellenzen, den? hochverehrte Ehrengäste, meine sehr Hans-Jochen Vogel bei seiner Begrüßungsansprache. Die Bürger Münchens haben Eurer Majestät einen überaus herzlichen und warmen Empfang bereitet. Der Eintrag des Königspaares im Goldenen Buch erschien wie das Siegel unter einem neuen freundschaftlichen Verhältnis zwischen Deutschland und England. Sie machten beide einen sehr natürlichen Eindruck. Sie haben auch nicht so gewirkt, als wenn sie halt einfach jetzt etwas abspulen oder abwickeln. Nein, menschlich sehr sympathisch. Auf ihren persönlichen Wunsch hin fuhr die Queen neben Ministerpräsident Alfons Goppel im offenen Wagen. Die Sonne schien und die Münchner waren Monarchisten. Auch jene, die gerne noch die Beatles im Gefolge gesehen hätten. Leider machten die Beatles auch nicht die Schallplatte, die zum Staatsbesuch in die Läden kam. Nicht nur Hummer 4 Jahreszeiten wurde für das Märchen aufgetischt. Die Köche überschlugen sich für den Gaumen ihrer Majestät. Heide Mößlang durfte damals mit an der opulenten Mittagstafel in der Residenz sitzen. Blutjung war sie die Dolmetscherin zwischen der Queen und Alfons Goppel. Nervös muss man immer ein bisschen sein. Ich glaube, das ist so wie ein Schauspieler, der auch ein bisschen Lampenfieber braucht, um was gut an die Rampe zu bringen. Man freute sich auf beiden Seiten sehr auf zukünftige Enkelkinder. Und die Königin sagte, das wäre so schön, da hätte man keine Verantwortung mehr für Enkelkinder. Ich glaube, das hat sie hinterher ein bisschen anders gesehen. Besuch in der alten Pinakothek. Natürlich war Bayern stolz, seine kulturellen Schätze präsentieren zu können. Und Rubens hatte es der Königin sichtlich angetan. Vielleicht wegen Licht und Farbigkeit seiner Bilder, denn die Monarchin mag es farbenfroh, weiß Heide Mößlang. Das ist das Kleid, das ich vor 50 Jahren angehabt habe. Das heißt, es ist kein Kleid, es ist ein Deux Pièces. Und ich fand es damals sehr schön und ich finde eigentlich, nach 50 Jahren ist es immer noch ganz ordentlich. Man musste auf jeden Fall was nicht Schwarzes anhaben. Nur Witwen dürfen in Anwesenheit der Königin schwarz tragen, damals wenigstens. Und man musste einen Hut dazu tragen. Entsprechend gewandet bei der Amalienburg ein Programmpunkt, der die Königin besonders begeisterte. Dressurreiten der deutschen Olympiasieger von Tokio. Nur an dieser Stelle ist das Protokoll etwas aus dem Takt gekommen, weil nicht geplant war, dass sie mit den Reitern sprechen würde. Aber da sie ja so eine Pferdenärrin ist. Glanzvoll endete der Tag mit einem Besuch des wiederaufgebauten Nationaltheaters. Diamantengeschmückt schritt die Königin zur Aufführung des Rosenkavaliers. Und es war eine fabelhafte Aufführung. Ich fürchte, es war ein wenig lang für Ihre Majestät, weil ich glaube nicht, dass sie eine Riesenfreundin von Strauß-Opern ist, aber sie hat das mit sehr großer Gelassenheit und Nonchalance über sich ergehen lassen. Eine tapfere Monarchin, die die königlichen Strapazen des Tages sichtlich mit Anmut überstand. Charmant, strahlend und jung. So habe ich sie erlebt, ja. Die Queen ihrerseits, so war aus ihrer Entourage zu vernehmen, zeigte sich von der Landeshauptstadt begeistert. Und München
Für einen Tag hatte es seine Königin.